So, das sind ich noch einmal wir. Guten Tag, lieve Lüde. Ich wollte ju es vertellen, wo ich früher als Kleinkind schwemmen läte. Von da steht ja immer wieder in der Zeitung, die Kinder von Dage, die könnt nicht schwimmen. Und wegen hat ja auch keine Kurse anboten wird. Bei uns früher doch haft auch keine Kurse. Ich hab schwemmen lärt in einem Mühlenberg. Echten wie Beckjunkes Wieske. Da leipen wir hin und da werden so Sandbänke und wo so auch die Kühe von der Wieske, die können da ja auch dann drin in das Warte, um da zu supen. Und das Warte früher in dem Mühlenberg, das war so klar, da kannst bis an eine Grunde kicken. Und da schwammen natürlich auch die Pilewürmes unsere Beine und so Blutirgels würden da bestimmt auch bei, aber die hören bei uns ja, können bei uns ja nicht voll Blut absuchen, bei unsere dünnen Kinderbeinkes in den Krieg. Ja, und da hab ich schwemmen lärt. Nach der Badeanstalt, da können wir auch gerne hin. Das kosten ja immer 30 Pfennig. Und ich habe ja keine Familienkarte. Da müssen wir immer 30 Pfennig bezahlen und dann können wir wieder hin. Und dann muss man erst boben so ein klein Nummernkärtchen muss man sich holen für das Geld. Und dann kann man dann runtergehen, bis unten, wo die Kabinen würden. Und es war ja damals auch so, da habt ihr so Gemeinschaftsumkleideräume, und da kann man dann sein Tuch hinlegen, da werden so Bänke, werden da so rundum hinstellt in so einen größeren Raum, und das wäre einmal für Wichtiges und einmal für Jungs natürlich. Und dann werden da drüber dann so Hakens an der Wand, da kann man dann noch ein Kleid dranhängen auf eine Jacke auf irgend so was. Und wir haben ja unsere Badeanzug, die haben wir ja all an Huse antrocken. Wir mussten ja laufen. Das war ja so weit echt nur eine Badeanstalt von uns, an unser Hus. Das war so, ja, wohl eine Stunde, dass wir da so hinleipen. Und wir haben Badeanzug, ja, was Besonderes sehen wie es Badeanzug. Da habt nicht so was, es Kinder von Tage anhabt. Früher im Krieg, da war das so, dass so ein Unterhemd, so ein witt Trikothemd genommen wurde, und dort, das war dann so an Ende, wo das so in der Mitte so Teilen auf 12 Zentimeter zusammenneigt, und das dann so rechts und links die Beinkes da noch durch die Löcke passen. Und unsere Mama her aus, das noch ein bisschen netter aussah, daher so aus dann auch noch so Blümkes mit so Bunthornburben drin stickt und mit so Ranken und so was, ja, hat und andere Kinder hören auch so was. Und dann können wir dann was wir hören, dass wir eine Wulldicke und Handtuch und so ein Kästchen mit Stückchen Sepe drin und Butterbrötchen noch. Und ja, und damit würden wir dann auch nach der Badeanstalt. Erst suchen wir uns einen bestimmten Platz auf der Wieske für unsere Wolldieck, und die kann man dann da so utbrennen, und dann können wir noch warten. Ich habe erstes an ein Ende ein kleines Planschbecken für kleine Kinder, so für 1, 2 bis 4 Jahre. Und das wäre vielleicht so, die Warte wäre vielleicht so 30 Zentimeter Hauge. Da war so die ganz kleinen Kinder drin, die noch nicht so in das größere Warte dürfen. Und wir sagen aber nicht Planschbecken dort, bei uns sagen sie immer Pissbecken. Und das kann man ja sich auch wohl denken, warum das Pissbecken hätten, wie so kleine Kinderkes, die dort drin anplanschen würden und aber auch noch nicht drüber würden. Und dann war natürlich der Nichtschwimmer da.
Und dann das Schwimmbecken, das mit den Augen da, mit 1 und 3 und 5 Meter Brett. Und von das 1 Meter Brett, da mache macht mir immer Spaß, dass ich da dann so eine, hier so ein Köppe machen kann. Und das 3 Meter Brett, das kann ich auch noch. Oh, Bernhard ist an Arbeiten in Korn, ja, das ist ja gut. Dann lassen wir mal tun. Und dann von der 3 Meter Brett, da kann man auch gut runterspringen. Und boven das 5 Meter Brett, da sind ich, glaube ich, so, ich will jetzt sagen, so 3 oder 5 Mal runtergesprungen. Wenn man da dann die Hauge Leder rupklärt wird, dann stellt man doch Gasboben drauf. Und wenn man dann runterkiekt, oh, das war so deipe. Aber dann wird das mit mir sieht so, dann leitet man erst die Jungs, die da oben auch wie drauf stehen, die leitet man erst springen. Und wenn man dann nachher der Kasse alleine da oben drauf dann man mit der Todesverachtung da runtersprung. Man will ja auch nicht die Leder wie runterklären. Und dann wird an Brusen und an Brodeln im Innenrum, bis dass man dann wie Hau gespült wurde von dat Warte. Und wenn man dann den Kopf wie und Warte her, oh Gott, dann wird man so stolz auf sich, das kann sich gar nicht vorstellen. Und dann würden wir dann noch länger in Warte, so lange, bis eine von unsere Schwester sagt, du musst aber jetzt rausgehen, du hast schon ganz blaue Lippen. Und das war immer so ein Teken, dass man nicht länger in Warte bleiben soll. Dann leiten wir schau nach der Wuldirk, Handtuch über die Schulter und dann stehen wieder Rittke, Biervenbi und die Tante, die klappen ihnen aufeinander und dann hatten wir noch schau unsere Botteremsken, was unsere Mama uns mitgenommen hatte. Und dann leitet man sich erst wie ein Biertchen aufwärmen von der Sonne. Und dann später an Nömmerach, dann könnt wir nach Hause. Das muss man ja auch wieder eine Stunde laufen. Aber erst können wir dann noch in den Stadtpark. Und meine liebste Stier, das war oben bei den Balustraden, wo die Kreise da echt ob das Warte da rum, ihre Runden trocken und echte Ehen dann die Rausen in wunderbaren rückverströmten und da kann man eklig zwar stundenlang sitzen bleiben. Das war also richtig romantisch da echt in Stadtpark. Aber dann muss man ja auch wieder nach Hause und ja, nun ist ja auch so, ich habe ja nur auch meinen eigenen Pol hier. Nicht so, was ihr nur denkt, wir habt ja einen geraden Horn, aber mein Pol, der ist hier vor meinem Haus. Und der ist 80 cm breit und 1,80 Meter lang. Aber ein Köppe, das soll man doch nicht drin machen. So, nun wünsche ich euch schöne Ferientage, kommt alle gut wieder nach Hause und dann lasst ihr was und gut hören.